Herzlich willkommen zum Kulturtalk heute aus dem Eisstadion Davos. Und bei mir ist der Leiter vom Eisstadion, aber auch von der Sommerbetrieb, David Soler. Herzlich willkommen. Also danke, dass ich bei dir vorbeikommen darf. Danke. Ihr habt jetzt, das Stadion ist in den letzten Zügen vom Umbau. Wie zufrieden bist du, dass es durch ist? Wir sind sehr zufrieden, auch wenn wir noch nicht ganz durch sind. Wir sind aber sehr zufrieden, weil wir auf das erste Heimspiel, wie wir sehen, die Fassade noch nicht ganz zukennen. Wir haben aber alle Tribünen fertig gehabt. Wir haben jeden Sitz montieren, auch wenn wir sie leider nicht brauchen dürfen. Aber wir sind sehr zufrieden, weil wir sind etwa 3 Wochen im Zeitplan voraus, vor allem mit der Tribüne. Du sagst es, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ist der Gedanke da gewesen, um das Stadion komplett zu füllen, aber mit Masken. Inwiefern ist jetzt der über den Haufen geworfen worden? Ja, unser Ziel wäre gewesen, dass wir mit Sitzplätzen alle Sitze füllen können, mit Maskenpflicht, mit unserem Schutzkonzept. Weil wir aber eine nationale Meisterschaft spielen, ist relativ schnell klar geworden, nachdem der Bund mit den Kantonen und der Liga Lösungen gesucht haben, dass man dort eine einheitliche Lösung braucht. Und man hat dann die 60%, also 2/3 von der Sitzplatzkapazität, dürfen füllen. Das war für das Hockey ein guter Entscheid, weil zuerst die Befürchtung war, dass es tiefer wäre. Ich glaube, die 2/3 sind nicht unser Wunschergebnis, aber es ist für alle Hockeystadien ein gutes Ergebnis. Wie lange hebt das? Kann das auch sein, dass es jetzt irgendwie in 2 Wochen der Bundesrat findet, ja jetzt geht gar nicht mehr wieder Geisterspiele einführen? Oder haben ihr da eine gewisse Sicherheit, dass es jetzt für den Moment so verhebt? Nein, da haben wir leider keine Sicherheit. Der Kanton hat uns vor dem ersten Heimspiel ganz klar signalisiert, dass Grossveranstaltungen mit diesen sehr guten Schutzkonzepten, die alle Clubs gemacht haben, kein Thema ist. Man hat aber gesehen, der Kanton Bern hat jetzt angefangen mit wieder reduzieren auf 1000. Wir haben auch heute wieder gesehen, die Zahlen sind enorm am Steigen. Darum Sicherheit hat man da sicher keine. Wir müssen wirklich Tag für Tag, Spiel für Spiel nehmen. Wie beobachtest du die Situation? Es sind ja auch schon ein paar Auswärtsspiele abgesagt worden, also weil halt die Mannschaft betroffen ist. Habt ihr da auch ein Kontakttracing bei euch im Stadion, dass so etwas nicht passieren kann? Wir haben ein sehr gutes Kontakttracing. Wir haben einmal ein Kontakttracing für Zuschauer, die über den Eintritt, über das Ticket, Tourkarte oder Einzelticket registriert sind. Wir wissen genau, wer wo an welchem Platz hockt. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben für alle Funktionäre, akkreditierte Personen, ein eigenes System, dass man sich beim Eingang einloggen kann, beim Ausgang. So wissen wir genau, wo sich welcher Funktionär bewegt hat und können eigentlich belegen, dass wenn wir einen Corona-Fall jetzt sagen wir im Norden haben, dass gewisse Leute im Süden am Arbeiten waren und gar keinen Kontakt haben mit diesen Personen. Das machen wir aber, um unsere Funktionäre und uns selber zu schützen, nicht um die zu überwachen. Das ist wirklich ein Schutz, dass wenn man einen Fall hätte, dass man nicht den ganzen Funktionärsbereich in Quarantäne schicken muss, sondern auch dort den Kreis so klein wie möglich behalten kann. Ja, plus auch alle Zuschauer, oder? Ja, das aber ist, Zuschauer sind natürlich über das Ticket im Kontakttracing. Aber dort geht es natürlich um genau das Gleiche. Man möchte, wenn man einen positiven Fall hätte, den Kreis von der Quarantäne so klein wie möglich, so gut wie möglich einschränken. Das kann man mit dem konsequenten Kontakttracing. Wir wissen genau, wer wo sitzt. Jetzt haben wir ein frisch umgebautes Stadion, möchten es wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr der Öffentlichkeit zeigen. Ja, haben Sie irgendeinen Tag der offenen Tür geplant oder wird jetzt das alles ein bisschen rausgeschoben wegen Corona? Das ist leider so. Wir hätten am Dienstagabend beim Heimspiel gegen Lugano die Aufrichtung für alle Bauarbeiter. Das ist abgesagt worden wegen Corona. Am 13. Dezember wäre der grosse Tag der offenen Tür gewesen, wo man dann im Vorfeld ein bisschen kleiner gemacht hat, ein bisschen einfacher gemacht hat und mittlerweile auch müssen ganz absagen, findet das Jahr jetzt über Corona leider gar nicht statt. Ja, danke vielmals für das interessante Gespräch. Es ist nicht gerade so ein erfreuliches, aber ja, wir hoffen, dass das schnell vorbeigeht und ihr da möglichst schnell das neue Stadion, also das neue umgebaute Stadion, der ganzen Öffentlichkeit zeigen könnt und ja, wieder richtig loslassen könnt mit dem Betrieb. Ja, das hoffen wir auch. Danke vielmals. Wir haben hier vom Betrieb, die Eismeister,
Meine Leute, wir haben da sehr viel Herzblut und Arbeit hineingesteckt mit allen Handwerkern, dass das wirklich ein wunderschönes Stadion geworden ist. Sind jetzt durch das natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dürfen wir das nicht der Öffentlichkeit präsentieren und können wir es nicht voll nutzen, weil das wäre natürlich unser Wunsch. Mhm. Drücken wir die Daumen, dass es schnell vorbeigeht. Super. Danke vielmals fürs Gespräch. Danke auch. Ja, das war es schon mit dem David Soler. Schauen noch mal rein. Also so begrenzte Ticketanzahl gibt es beim HCD momentan. Registrieren euch und können uns mal anschauen, wie es schön umgebaut worden ist. Danke vielmals, das war es schon.